Partner von Venio SRL präsentieren die Automotorshow. An den letzten Jahren hat Peugeot seiner ganzen Palette den neuen Look verpasst, an ne von diesen ist den Peugeot 208. Die neue Generation vom kleinen Franzos, dem sein Design besonders hervorsticht, könnte lo viel mehr dynamisch rüber an seine Optik, als viel mehr modern und sportlich gehen. Und wir verraten lo an unserem Test, was der Peugeot 208 nach alles anzubieten hat. Ein Auto vom Jahr 2020, der Peugeot 208, präsentiert sich an einer neuen Version an einem markanten Design. Er geht auch rundherum mehr oder weniger neu gezeichnet und also auch teilweise dran mehr modern umgestylt gehen. Den Design vom Viergänger als passé an Platz kriegt der kleine Franzos verschiedene Designelemente vom großen Bruder, dem 508. Dazu gehören noch die auffallend lang gezündeten Elemente für das Licht am Dach, die sich bis tief an die feste Juppe ziehen, sowie die Bezeichnung vom Modell Lofier Capot zu sehen ist. Der V-förmige Kühlergrill ist tätlich gewusst und dort drinnen sitzt ein breiter Luftschlitz, den sich auch an die Form vom Kühlergrill anpasst. Am Ganzen wirkt den 208 deutlich mehr aggressiv und dazu passt dort die Grafik von den LED-Scheinwerfern. Die Signatur von den 3 Levekrallen kennt ihr schon aus unserem Test vom 2008 sowie die langgezündete Kapo. Bei unserem Testauto mit der Bezeichnung GT-Line dominieren schwarze Baguetten über die Radküsten. An den hintersten Teil geht durch ein breit schwarzes Ziellicht hervorgehoben. Also für mich, den 208 wirkt richtig aggressiv. Beim kleinen 208 hat Peugeot auch dem iCockpit die neuesten Ausbaustufen vom individualisierbaren Digitalsystem gebaut. Die wichtigsten Fuhr- und Navigationsinformationen kommen hier auch gut am Blickfeld vom Chauffeur an. Den digitalen Display ist am 208 auch über 10 Zoll groß, aber verfügt über eine hoch ablesbare Digitalaufweisung. An den Infotainment-System geht an der Basis über den 5 Zoll großen Ekran bedingt. An unserer Top-Version der GT-Line konnten wir schon mit einer kapazitiver Technologie über den 10 Zoll großen Ekran schaffen. Durch einen kleinen Kippschalter mit Touchscreen für verschiedene Menüen, die aber für mich nicht Peugeot-like sind. Je nach Version ist Stoffer ziemlich groß und Assistenzsysteme, wobei am Notfall den 208 auch selbstständig aufbremsen kann. Aber bezogen auf seine Qualität und auf seine Verarbeitung am Interieur kann in der Peugeot 208 schon so gut an eine Premium-Kompaktklasse ausstufen. Die Kombination aus dem hoch positionierten Tacho und kleinem Volant hat mich auch im Diskehr überzeugt. Aber nicht dann, wenn in die richtige Sitzposition gefunden wird, für über den Volant den Display gut am Markt zu holen. Chauffeur und Beifahrer sitzen komfortabel und haben viel Platz auf den sportlichen Sitzen, die auch bei sportlichem Fahren an den Kehren direkt gut stehen. An den dran Stoffrohplatz ein bisschen mehr eng geschnitten, was aber nicht den Komfort von einer langen Reise einschränken. Dafür kann der kleine Franzos auf 309 bis zu 1004 Liter Ladevolumen zählen, was an sich an dieser Klasse kein schlechter Wert ist. Ma 2 Liter PureTech 3-Zylinder Motor mit 96 kW umgerechnet 131 PS kombiniert mit der guten schaffenden Erdgangautomatik gebe ich so hat alles für einen Flottentest perfekt gestimmt. Sein maximal Drehmoment von 230 Nm liefert der Motor bei 1750 Touren an der Minute, weil den noch deutlich über dem Fahrer spielt. Für allem von innen heraus liefert der Motor eine gute Kraft, wie auch beim Überholen auf der Landstraße die Vollkraft auf dem Makadam kennt.
Brarin elo Leistung sprint den an 8,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h, also eng maximal Vitesse lädt laut Peugeot bei 208 km/h. Alles eng Vitesse, den so nicht spielt. Durch sein kleine Voller und durch die sportliche Leistung bietet der sportliche Franzose eine kleine Kehrtfeeling an. Das ist auch ein Fried für den Landstoß zu johen, wobei auch die Direktsteuerung gefällt und noch sein Stop-and-Go an der Stadt begeistern kann. Ganz erbig sind die Ingenieure auch beim Vorwerk der Suspension gelegt. Trotzdem sportliche GT-Line-Equipment weist sich den 208 für ein Auto an Sängerklasse komfortabel. An aber bieten eine gut sportliche Ambiance über dem Fahren nun. Wie ihr schenkt, tun ich mich bei unserem Testerem von der Sportlichkeit vom Auto herreisen gelos, als sie noch nicht an dem Gehend vom versprochenen Spritverbrauch kommen. Laut Peugeot soll die Klängen 208 nämlich mit 4,4 Liter Sprit auf 100 Kilometer auskommen, ich aber sind die 7 Liter Durchschnittsverbrauch kommen. Bezünden auf Friedung fuhren, die ich auch hat, kein schlechter Wert. Aber ich bin sicher, dass der Chauffeur mit normaler, alltäglicher Fuhrweise viel mehr sparsam kann fahren und noch mehr Sprit braucht. Mam neien 208 gëtt Peugeot op jeden Fall am Segment vun de klenge Ween momentan den Ton hunn, wann et drums geht, Sperser Luxus ze kombinieren.